Herzlich willkommen zurück hier zum Let's Play von Assassin's Creed Syndicate. Wir sind wieder zur Zeit des Ersten Weltkriegs unterwegs, weil es in der heutigen Folge darum geht, noch die restlichen Goldtruhen plus auch noch alle Londoner Geheimnisse zu finden und somit ja eben auch herauszufinden, was eigentlich mit diesem Londoner Geheimnis so auf sich hat, was es überhaupt genau sein soll. Was natürlich für uns noch irgendwie etwas Spezielles, dabei herauskommt, war. So, ich war offscreen schon mal fleißig und habe alle Truhen, die man halt so finden kann. In der Regel ist es echt so, wenn man halt nicht die Karte hat, natürlich kann man die Karten kaufen bei einem Händler, ist klar. Aber falls man die Karten halt nicht hat, muss man einfach nur in die Nähe gehen der jeweiligen Truhen und dann erscheinen diese auch, wie es hier zum Beispiel auch der Fall ist. Und wir haben eben noch einen alten natürlich übertrieben, Entschuldigung, natürlich zur Zeit des Ersten Weltkriegs übersehen. Deswegen holen wir das jetzt natürlich nach. Ups, sind wir noch hier. Den haben wir jetzt aber nicht umgerechnet. Die Lydia zwar irgendwie, ich glaube selber, die Stimme ist nicht die gleiche wie bei Eevee, aber dafür hier die Soundkulisse, sprich wenn es, ja sagen wir mal die Effekte, ja. Im Kampf, ja, die gleiche, aber sonst ein bisschen eine andere. Egal, Schloss knacken. Dann sind wir auch schon durch hier. Adler Sturzfluggürtel. Jo, durch hier im Ersten Weltkrieg. Also zurück in die Gegenwart. Also Gegenwart, nee, Entschuldigung, natürlich. Moment, was? Ah, hier ist. Hab's gar nicht gesehen, ey. Zurück nach 1868. Von hier aus in der Vergangenheit, von uns aus ja auch. Und hier haben wir auch noch ein paar Goldtruhen, sind nicht mehr so viele. Aber dafür umso mehr Londoner Geheimnisse. Nach die haben wir bereits aufgedeckt auf der Karte. Das ging leider nicht mit Kartenkauf, so etwas. Nee, da muss ich wirklich jede einzeln aufspüren. Und dann, ja, halt so belassen. Hätten sie natürlich auch direkt sammeln können und aufnehmen, aber das wäre zu lang gewesen. Und deswegen machen wir halt alles jetzt in einem Part, in einem Rutsch. Jetzt muss ich ganz mal gucken. Das erste Geheimnis ist bereits hier. Das müsste ich eigentlich so hinkriegen. Ich will sonst natürlich versuchen mit, also möglichst wenig schneiden, das natürlich schon, aber trotzdem viel herumreisen und so weiter. Das müssen wir eigentlich so hinkriegen. Das sind nur ein paar Meter. Die meisten Geheimnisse, habe ich gerade gesehen, sind in Nähe von Schnellreisepunkten. Das heißt, es müsste also eigentlich auch schneller gehen. Aber eben nur ein Loch. Deswegen, jo. Geht natürlich rasant weiter. Ich mache es jetzt hier so, ich gehe jetzt nicht spezifisch das Geheimnis von der Nummerierung her und so durch. Nee, ich mache es einfach alle pro Gebiet. So es eigentlich am schnellsten geht, bis wir halt, ja, alle zusammen haben, ohne halt, wie gesagt, viel Zeit einzubüßen. Ich mache hier gerade so ein bisschen fehl, was ich hier treibe. Aber egal, wir sind gleich da. Bei den Touren mache ich es ähnlich, also ähnlich, sprich, ist mehr dran oder nicht wirklich, wahr? Ich bin gerade rein. Ist ja auch egal. Ja, bei den Touren mache ich es ähnlich, also sprich, ich werde dann ein bisschen durcheinander mischen, von wegen Touren oder Londoner Geheimnis. Und natürlich so, dass wir halt alles möglichst schnell zusammenkriegen. Ja, trotzdem dass es noch ein bisschen schneiden mussten und so weiter, vor allem halt die Reisepunkte von A nach B, zurück nach C und so weiter und so fort. Das dauert mitunter schon ein paar Sekunden und das kann man ja eigentlich trotz allem schön einsparen. So, jetzt wäre es ganz kurz hoch. Ich denke echt, da mit den Truhen wird es nicht viel besonders geben, denn da halt ein paar Gegenstände noch, vielleicht sogar Herstellungsgegenstände, Vorlagen natürlich. Und dann vor allem noch ein paar, ja, einzigartige Dinger. Aber ansonsten denke ich mal, wird es das dann wohl gewesen sein mit... Hallo, gibt es jetzt auf oder was? Ah, jetzt. Mit den Truhen. Ich denke echt, die Geheimnisse hier, was da ist darin verbirgt, wenn wir alle haben, das ist sicher um einiges faszinierender. So. Sind wir also hier. Was ist hier in der Nähe? Eine Goldtruhe aber hier nicht mehr. Hier unten fehlt mir auch keine mehr. Das Goldtruhen ist hier unten alles gut. Hier oben fehlen noch 2, sind hier in der Nähe.
Janis Daniel war dort oben, war. Genau, das heißt, auf dem Rückweg könnte es klappen. Da haben wir noch ein Geheimnis. Okay, gehen wir ganz kurz hier eine Schnellreise. Und sind auch schon auf dem Weg zum nächsten. Dann machst du jetzt echt so, weil ich habe gerade gesehen, dieser Teil da, sprich Erster Weltkrieg, auch bloß eine Goldtour, plus hier die erste, nicht Erinnerung halt, das erste London Geheimnis für heute. Das hat auch schon 5 Minuten in Anspruch genommen. Ich will zwar alles in ein paar packen, das natürlich schon, aber trotzdem nicht so, dass es irgendwie eine Stunde dauert. Also da muss ich ein bisschen gucken, wie ich das am besten schneide. Aber egal. So, wo ist das Teil jetzt? Da oben. Ist das Geheimnis oben? Wird man dich loben? Aber springen geht das nicht, okay. Null Problemo. Sehr schön. Geheimnisse dürfen jetzt hier also hier keine mehr haben. Es sind eh nur noch 2 insgesamt. Okay, aber trotzdem erstmal hier hin. Wenn wir schon die Goldtour hier haben in der Nähe. Ist natürlich perfekto. Ich hoffe nach, wenn wir Land sind, da mit den Kutschen hin und her fahren, wird es ein bisschen schneller gehen. Ja, den Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Hier oben ist er nicht, der ist echt dort in der Mitte drin, war. Gut. So, komme ich hier irgendwie gescheiterweise hoch? Ich hoffe es natürlich zumindest, dass das Spiel so clever ist. Natürlich ist es das, yeah. Ja, danach hätten wir, wie gesagt, also 100% ja nicht, vor allem, wow. Vor allem vom Spiel selbst her, das Spiel sagt dann vermutlich, du, da fehlt noch ein bisschen was, das sind noch keine 100%. Aber ganz ehrlich, für mich persönlich sind das 100%, weil der Rest, also ganz ehrlich, klar kannst du noch machen, die ganzen Überfälle hier auf die, gut, Züge gibt es nicht so viel, auf der Schiffe auch nicht, vor allem auf die Kutschen und so weiter. Aber das ist so massiv wenig, das ist Pillepalle, ganz ehrlich. Ich guck gerade mal, wo sind die hier in der Nähe? Ich würde den gerne zum Schluss holen. Bin eigentlich auch, wa? Jetzt halt die Frage, wenn mal die sind dort, sind noch in der Nähe alle miteinander. Ja, gehen wir erstmal hier hin. Weil eben die dort alle müssen sowieso am Schluss zu Michel Rousse Schatzkammer gehen, also warum nicht gleich auch die Geheimnisse am Schluss noch einsammeln dort. Wäre ja eigentlich von dem noch am praktischsten. So. 1860, 3 Wochen, einfach dass 3 Wochen dauert. Schon krass, war. Dabei ist krass, ist das in der Vergangenheit, aber heute in der Gegenwart gibt es das ja leider immer noch. Aber halt natürlich nicht in der Art und Weise, ist einfach nur halt in spezifischen Orten. Zum Beispiel Australien mit den, ja, was halt das sonst einfach so generell trocken ist, praktisch nie regnet, natürlich dann sind Situationen schon krass. Wenn auch ein Feuer einfach Tage oder gar Wochen lang vor sich hin fackelt. Dabei halt alles zerstört. So ist's weg. Jo, ich denke trotzdem ist ein paar mit allen Geheimnissen plus Truhen, da wird sicher auch wieder Latin. Lauf schön weiter. Das ist ein bisschen fehl gerade. Naja. Ja, also denke schon, das wird sicher. Jetzt so überlegen. Na, ich vermute schon mal 40 Minuten, man. Ich glaube, wir ruhig mal einkalkulieren. Drüben ist es gut. Unten? Außerdem, ich hätte nachher noch die glorreiche Idee, noch weiter zu schneiden, aber das bezweifle ich, weil so viel kann ich dann doch nicht mehr.
dann noch irgendwie zusammencutten. Deswegen, das nächste hier unten. Okay. Meine Kutsche hatte ich da irgendwo, war? Na toll. Das kann mich jetzt nicht irgendwie da... Ja. Und die Hoffnung, dass ich da irgendwie schneller raufkomme. Wo ist meine Kutsche? Gut, nicht gerade meine Kutsche, aber die geht auch. Ganz ruhig, Pferdchen, ganz ruhig. Also gelbe optionale Missionen hier auch noch, gibt es jetzt auch. Die sind irgendwie questbedingt, beziehungsweise nicht questbedingt, sondern zeitpunktbedingt. Wo ist denn das Teil hier? Weiter, Mädchen. Jetzt haben wir auch irgendwie gar keinen klugen Weg an. Gut so, Mädchen. Ach, Spiel, warum willst du mich jetzt zum Schluss noch ein bisschen verarschen? Sag mal. Ja, durch, bitte. Er will nicht. Oh, Mann, ey. Jetzt juckt es mich auch noch am Nacken. Das ist wieder mal eine Glanzfolge. So, hätten wir das nächste. Dann mal ganz kurz gucken, wo reise ich schnell wieder hin. Offscreen natürlich, weil sonst dauert es wieder zu lange. Hierhin war. Genau, dann direkt da runter. Das hoffentlich im Eilzugstempo. Also, jo, geht gleich weiter. Kutsche, Kutsche, ich brauche eine Kutsche. Es ist echt hier in der Nähe, deswegen hoffentlich ohne weitere Zwischenfälle. Jo, da kann ich in die Nähe. Alle hopp. Und das nächste schöne Schmuckstück. Ich habe ja vor, wenn wir das endlich durchhaben. Ich muss zugeben, ich glaube, das ist das ein bisschen erstes Assassin's Creed Spiel, was er so gesehen eigentlich nahe an 100% zocke. Also zumindest mal was wichtig ist. Wie gesagt, das andere da, Aktivitäten wie nach Kutschen entführen oder sonstige Frachtereien und so weiter. Das mag für den einen oder anderen noch interessant sein, für mich jetzt persönlich und auch sowieso das Let's Play generell. Nö. Ich muss echt sagen, da ist Motivation gleich null. Und deswegen ist es sicher besser, wenn ich das auch nicht mehr offscreen mache oder zumindest nicht versuche. Und deswegen meinen nächsten Part dann direkt mit Jack the Ripper loslegen. Der jetzt 22 Jahre in der Zukunft ist ein Unwesen treibt, aber natürlich trotzdem schon eine ernsthafte Bedrohung ist und deswegen ich mir relativ viel vom DLC verspreche. Vielleicht sogar wieder eine Andeutung auf ein Stück der Edensplitter. Wer weiß, wer weiß. So. Und damit, Freunde, wäre hier oben alles ready. Mal ganz kurz checken, hier oben haben wir noch etwas. Goldtruhenale plus London Geheimnisse. Whitechapel ist beendet. Das, wie gesagt, eine Goldtruhe, die ist, wo war die? Die ist hier. In der Nähe war. Das ist ein bisschen weiter weg. Wir gehen ganz kurz hier hin und nachher machen wir den Rest der ganzen Welt hier noch. Ja, muss eigentlich schnell da sein. Wow, wow, wow. Flatterhaftes Kleid wieder mal. Wie kann sie es wagen, so ungezügelt zu sein? Diese flatterhafte Person. So, jetzt reißt aber auch. So.
Mal schauen, kann ich jetzt da problemlos hoch? Ich hoffe natürlich schon. Die Goldtruhe, yeah man, du. Was? Jacob, nicht verarschen. Geht doch. Bolzen 2, geil. Er fehlt zwar noch 1, aber egal. Ja, fehlen noch ein paar Dinge. Das und das. Ja, machen wir jetzt schnell, wa? So, und weiter geht's hier mit Kutschen entführen und zum nächsten Londoner Geheimnis. Und zwar das hier unten. Jo. Aber ich denke, das passt ganz gut, vor allem wenn ich hier die Teleports wegschneide. Ich habe gerade wieder gemerkt, wie lange die einfach dauern. Das ist unglaublich. Ja, übrigens, ich hoffe, ich klinge nicht irgendwie allzu heiser oder irgendwie sonst irgendwie leicht verschnupft oder so etwas. Ich bin zwar leicht verschnupft immer noch, es geht so allgemein besser. Das Gefühl jetzt plötzlich, also sowieso seltsam, gestern ging es mir irgendwie, ich sage jetzt mal wirklich schlechter, war von Gesundheit her. Trotzdem war die Stimme besser. Und heute geht es mir eigentlich gefühlt besser, aber vielleicht ist die Stimme ein bisschen schlechter. Ist ein bisschen seltsam. Aber Quatsch kann ich ja trotzdem. Niesen muss auch nicht besonders. Husten sowieso nicht, von dem her. Das ist ja kein Problem. Natürlich das Ding wieder weg hier, ist Kutsche. Das ist unglaublich, ey. So, ein erster. Ziemlich schon fast das letzte ist da oben. Aber gerade irgendwie eine Kutsche in der Nähe. Jo, ohne groß schneiden war. Geht wieder gut. Braves Mädchen. Wo will er mich führen? Verdammt mal was spielen, wa? Also, ich muss zugeben, ich freue mich schon so dermaßen auf DLC mit Jack the Ripper. Hat vor allem damit zu tun, weil ich sowieso so ein Science-Fiction, Romane und auch Krimi-Fan bin. Und deswegen natürlich wegen Anime und so und Krimi, genau natürlich auch ein großer Detective Conan-Fan. Und dort gab es ja auch einen Film, was bisher mein Lieblingsfilm ist, der Reihe. Er war Nummer 6 oder so, was ja auch um ein Computerspiel ging. Ja, ein Spiel an Anime, nicht schlecht. Und die haben dort sich auch Jack the Ripper angenommen. Das war auch noch ziemlich episch dort. Also, mehr oder weniger will ich nicht zu viel spoilern und nicht zu viel irgendwie groß drumherum erzählen. Es geht um Assassin's Creed und nicht irgendwie um andere Spiele, Filme, Serien oder wie auch immer. Aber ja, das sind also Punkte, wo ich mich deswegen besonders darauf freue. Gut. Goldruhen haben wir alle ready. Da fehlen noch 2 Geheimnisse. Die hole ich später, weil wir sowieso hier hin noch müssen. Kann ich hier zack, zack hoch. Gut. Die Themse. Die Goldruhen haben wir hier natürlich auch. Und es sind noch 2 Erinnerungen. Muss mal gucken. Die eine ist da. Wenn ich da hingehe, passt das gut. Komm, jetzt was macht direkt so. Das direkt hier kann ich auch ohne Schneiden machen, weil das, also ganz ehrlich, mal schnell gucken, aber ich denke, es dauert etwa 10 Sekunden. Vielleicht auch 15. Wie sieht's aus? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, noch eine bewegen, 20. Okay, Runde 21, wa? Voll Kopf angeschlagen, voll tot. Jacob, dankeschön. Und das nächste Geheimnis Londons. Zumindest so ist es geplant. Very nice. Aber ich habe noch irgendwelche in der Nähe von... Ja, hier zum Beispiel noch 1. Und da oben auch noch, aber da kann ich so hin. Ja. Holen wir uns mal das hier, wa? Tschüss. Ja, muss zugeben, Jacob ist recht freundlich. Er sagt immerhin Arrivederci. Übers Wasser. Entschuldigung.
Bleibt das Territorium, vor allem Territorium. Hey, wir haben doch alles erobert. Naja, Spiel eben war. So, kein Schiff, sind sogar tot. Das wäre ziemlich ungünstig. Sehr schön. Fahren wir gerade mal direkt hier unten weiter, oder? Gehe ich zum Buckingham Palace. Da gibt es ja auch noch 3 Stück. Yeah, man, alles schön komplettieren. Und ist auch schön für mich, wenn ich so im Nachhinein, wenn vielleicht wieder ein Jahr oder 2 oder so Spiel nochmal durchzocken, nicht mehr weiß, wo waren alle oder so. Ich kann nochmal ganz kurz meinen Let's Play davon angucken, beziehungsweise einen Part und weiß, jo, da waren sie. Ich kann nochmal ganz kurz hier hingehen, weil da unten ist nix. Wieder habe ich so 20 Sekunden verschwendet, ey. Alter Michael, wie kannst du nur, das sind wertvolle Partzeit. Ja, come on, ich habe keinen Strike mehr und auch abgesehen davon in 20 Sekunden. Und sowieso, längere Videos liebt er ja, also, naja, also kommt nur drauf an, war. Also, ich mache nicht immer irgendwie 60 Minuten Parts oder so etwas. Nö, da ist so die Ausnahme. Und soll es auch bleiben. Na, jetzt juckt gerade die Nase wieder, also wenn der Pecher muss gleich wieder niesen. Ja. Oder was auch ganz doof ist mittlerweile, wo ich irgendwie... Ja. Nase, Linksseite vor allem, hat letzte Zeit die Angewohnheit, also letzte paar Tage halt, da wird gerade irgendwie zu fest geschneuzt oder so, keine Ahnung, ist irgendwie ein bisschen wund und das juckt öfters mal, wenn ein Nase juckt, tränt das Auge. Vor allem hat das linke Auge ständig tränt, hey, oh. Das wäre ein, ja, wie soll ich sagen, ein persönlicher Wasserfall. Wasserfall. Ja. Gut, soviel dazu. Haben wir sonst gerade etwas in der Nähe? Nö, die sind alle eben da oben. Da ist eben alles hier Buckingham Palace offenbar. Angeblich. Was ich noch seltsam finde. Ich habe... Moment, ich habe falsch geguckt. Ich habe gerade da beim Briefen geguckt, das sind ja 12. Ne, ich habe jetzt 3 hier, ja. Die kann ich von hier aus gucken. Jo, geht gleich weiter, Leute. So, knapp 100 Meter noch trennen uns vor dem nächsten Geheimnis hier London. Das ist ein ganz doofer Weg da, okay. Hier ist sowieso die Welt vorbei. So ist's weg. Tschüss, Pferdchen, dankeschön. Das war auch leicht fehl. Check, ob sich freut. Ja, würde ich ja auch, von dem her. 2 von 4 in Lambeth. Jetzt ist die Frage, ich rufe doch schnell eine neue Kutsche her. Das mal zurück auf die Hauptstraße. Wäre sicher ein Vorteil. Ja, der ist gut. Servus. Ja, tschüss, wir holen uns. So, da oben haben wir noch was in der Nähe, nach direkt den hier noch, war. Der ist doch ziemlich nah, ansonsten die hier drüben. Wobei ist nur noch 1. Weiter, Mädchen. Ja, man merkt schon, Jacob hat's verlernt. Höher hoch beim Teutates. Wow, wow, wow. Hier muss ich raus. So, sehr schön. Ah, ist das geil, ey. Eins nach dem anderen. Ich bin schon sehr gespannt drauf, was nachher in der Schatzkammer passiert, da wenn es noch ein bisschen dauern wird.
Ich bin zwar momentan gerade gut unterwegs, der Schwung ist geil. Deswegen erstmal wechseln. Ja, wir wissen ja, wenn der Schwung da ist, soll man natürlich alles den Frauen überlassen. Das ist klüger. Jetzt ein anderes Problem. Es sind zwei drauf, so ist die falsche Richtung. Dann kommen wir in die. Alter, Ivi! Ich hab gesagt, ich gehe direkt hier hoch und nachher da, war. Kann ich ohne groß reisen und so weiter. Jo, das passt. 150 Meter. Ja, so geht's echt schnell, wenn man so alle Wege abklappen kann. Wow. Entschuldigung. Fährt man auf weiter. Und der nächste Streich folgt sogleich. Geil. Assassinen. Gut, das war bereits das zweite von 4, sondern wir näher keins mehr. Dann gehen wir hier hin. Dann danach auch die Themse komplett abgeschlossen. So, Frage ist gut schon noch da, natürlich auch nicht mehr, weil alles neu gespawnt wird durch die, oder resettet wird halt durch die kleine Unterbrechung eben. Ja. Ich will ein Parcours nach oben, aber Ivi will nichts. Weiter so. Bis wir, glaube ich, da irgendwie durchgewurschtelt haben, ich glaube, zu Fuß schneller. Oh mein Gott, haben wir entdeckt. Tja, so dazu. Ein Schiff? Nö. Nö. Okay. Tick, tack, tick, zack. Ja, die Zeit geht vorab. Du. So, hoch mit dir, bitteschön. Alles klärchen. Kann ich ihn wieder. Jo. Nice. So, dann mal ganz kurz woanders hinporten. Und zwar ist mein Ziel jetzt, so wir jetzt die haben. Wie gesagt, jetzt ist die Thames auch erledigt. Die Ultron haben wir hier. Uns fehlen noch 2 Korrespondenzen. Eines da drüben, der andere da. Ja. Okay, ja. Wir sehen uns gleich wieder, Leute. So, noch knapp 100 Meter zum zweitletzten in diesem Gebiet, wa? Ja, Mann, ein Gebiet nach dem anderen, ist doch geil. Ja, Aktivität zurückgesetzt, wieder mal Kutschen im Führen. Nee, da hat er keinen Bock drauf. Und der Hinsicht ist es eigentlich wieder mal typisch Assassin's Creed Spiel, wa? Ich meine, du hast zum einen irgendwie geile Missionen oder so, wo du sagen musst, ja, das zu machen, das lohnt sich jetzt noch, würde ich jetzt gerne machen, ist relativ kurz und knackig. Jetzt weißt du, mit den Goldtouren natürlich weiß, wo die sind, ist klar. Normale Touren halt zu finden, naja, nur wenn du halt Gegenstände brauchst und dann wieder so Dinge mit Aktivitäten einfach nur mal alles 100% zu kriegen. Einfach nur denkst, ja, natürlich schön, da Spiellänge stricken, ist ja kein Problem. Das ist teilweise schon, nee, weiß einfach nicht, hey. Und das echt so gut umgesetzt ist, vor allem durchdacht ist natürlich, ist, glaube ich, so eine Frage für sich, wa? Naja. Gibt Schlimmeres, das sowieso. So, es ist hier in der Nähe, man hört es direkt. Trotzdem ganz kurz markieren, wäre noch ganz nützlich. Wieso hört es überhaupt nicht, wenn es erst da unten ist?
Und hopp und hopp und da haben wir es auch schon. Und damit, wie ich behaupten würde, den Osten Londons durchgearbeitet, war? Oder anders ausgedrückt, der Osten ist frei, yeah, Mann! Mal gucken. Haben sie hier echt alles? Yep. Yep. Nee, aber das ist klar. Ja gut, es ja nach Osten war, von dem her. Okay. Okay, mein Fehler. So, hier haben wir alles. Und hier unten fehlt noch ein Geheimnis. Und das war... Ja, komm. Ich weiß nicht mal 20 Sekunden, sagen kann, so, Michael, mach eh nachher einen Schnitt. Vor allem, wenn es um Westminster und Buckingham Palace und so weiter geht. Dort muss es dann leider doch sein. So. Aber genug davon. Geronimo Jim. Und ich höre es immer noch, das Spiel der Schatulle. Übrigens seltsam, ich habe gerade noch vorhin erwähnt, von wegen, ja, klingt ein bisschen heiß oder verschnupft und so. Aber habt ihr das Gefühl, jetzt plötzlich klingt er wieder besser als zu Beginn des Parts? Ich habe noch ein bisschen die Stimme eingerostet. Wo ich gestern, vorgestern so wieder aufgenommen habe, also in dem her. Weiter, Mädchen. Dankeschön, so dann nennen sie mich Mädchen. Achso, mein das Pferd. Sehr schön. Und damit jetzt aber doch hier unten auch alles ready. Und wir können jetzt mal den Süden erobern, natürlich mit Westminster. In Westminster, California. Ne, ist ein bisschen falsch. Feeling lonely. Ja, so. Vor allem ohne Secret-Dinger. Was? Dann haben wir noch eine Goldtruhe, genau. Und die haben wir hier alle, wa? Ja, nicht, dass ich noch was vergessen am Schluss. Wäre schön peinlich. Westminster. Ja, machen Buckingham Palace, wa? Da, da und da. Quer durch den Garten hier. Auch nicht schlecht. So, wir sind ja schon da. Wir sind schon da. Du bleibst hier, ja? Könntest du es bitte an dich nehmen? Dankeschön. Untersuchen, natürlich 1 Meter Abstand, ist klar. Direkt daran? Nee, das wäre ja viel zu... Nee, das geht doch nicht. So, Nummer 1. Ich schätze mal, das Pferd wieder weg. Und war... Nee, ist noch da. Dann mal Richtung... Also noch ein bisschen weiter Weg und so. Naja, wir kennen es ja. So, wunderschönen Palast vorbei. Und das sind wir auch schon, wa? Also hier geht's recht flink, und ich gerade ein bisschen zu schnell unterwegs bin. Krass. Hä? Ich wollte gar nicht rein. Was zum... Ich habe gerade irgendwie reinglitscht und konnte nicht mehr raus. Das ist auch nicht schlecht. Ja, warum nicht? Ab und zu ein paar Glitch-Parts müssen doch auch sein. Come on. Was wäre denn für ein Let's Play, wenn ich ab und zu mal so einen Bug erwische oder mal einen Glitch auslöse? Natürlich alles geplant, hey, ist klar. Bloß durch das hier ist, was einfach genau für jetzt noch aufheben, ne, ist logisch. So, wir haben hier unten noch eine Goldtruhe. Plus noch 2 Verstecken. Ganz kurz gucken, was sind denn überall noch? In der Nähe, wa? Faszinierend. Okay, gehen wir erstmal hier hin. Oh ne, so Warteskarte. Das triggert wieder so etwas, da wäre ein bisschen doof. Was haben wir da? 300 Meter. Das müsste ich eigentlich hinkriegen, ohne groß schneiden zu müssen. Die Hoffnung ist da. Ja, vor allem halt deswegen schon ein Ding ein Stundenpart wird. Das war damals komplett lösen, natürlich auch total fehl von wegen, ja, erst alles angucken. Dass man überhaupt weiß, was da genau abgeht und so. Natürlich keine Markierung im Text wegen, ja, das passiert da und da.
Oh, da war ganz hoch. Hui. Ist aber gut in Form, die gute Miss Fry. Nee, das ist falsche Richtung, Ivy. Kannst du bitte... Dankeschön. Und die letzte Truhe hier unten. Geil. Todesschlagring. Okay. Jetzt, was haben wir jetzt gesagt? Was sind die nächsten? Jo. Noch die haben wir alle Londoner Geheimnisse hier auch gesammelt. Nice, wir machen nur noch das Strand plus City of London. Danach haben wir alles. Oder? Du bloß kein Mist erzählen? Nö. Ist ja echt nachher alles. Krass, wie schnell das geht, war plötzlich. Die Kutsche ist noch da, wie scheint. Mach doch keine Sorgen, der Kutscher kennt den Weg. Sorry, ich musste gerade das... Ja. Da gibt es teilweise, wenn man das Let's Play, wenn du halt einfach irgendwelche Sprüche im Kopf hast. Also sprich, ist meistens so... Ich weiß nicht, ob es an Let's Play auch so geht, ist meistens so, dass du halt irgendwelche Sprüche im Kopf hast. Und denkst so, jo, der ist noch geil. Und dann sprichst du ihn direkt aus und erst im nächsten Schritt dann fällt dir ein, der gibt es ja bereits, beziehungsweise muss man vielleicht den noch besonders erwähnen oder artikulieren und so, damit die Leute merken, wer das einen Spruch hast. Naja, ist glaube ich hier nicht so gut gelungen und vor allem passt es auch nicht so gut. Wobei doch, ich kenne den Weg, also in dem her. Aber es ist ja Kutscherin, also, ja. Ist egal. Weil mir so Sprüche oder Witze dann erklären zu müssen, dass es sowieso fehlen. Das sollte man, wenn es geht, vermeiden. Very nice. So, auf die Kutsche ist noch da wäre natürlich sehr dankbar dafür. Aber schon zwar zu weit weg war. Jo, die ist wieder davon, das olle Scheißteil. Aber egal, es hätte noch ein Geheimnis hier. Sogar ziemlich noch in der Nähe. Und vor den Augen der Polizei einfach so geklaut. So, das müsste auch ein Geheimnis vom Buckingham Palace sein. Fragen wir nicht warum. Weil ich finde, es ist ein bisschen weit weg vom Palast, aber okay. Was ist mit dem Park? Wo, Ivy, aufpassen! So, die kann ich schon angekriegt. Ich spiele eine seltsame Form von Baseball oder sonst oder Cricket. Na, Cricket glaube ich war. Und... Wie sieht's aus, meine liebe Ivy? Wie bist du zufrieden? Bist du zufrieden? Na komm schon, drück deine Gefühle aus! Nö. Natürlich auch nicht, aber ist egal. Yeah, Mann! Westminster erledigt. Die Themse auch erledigt. Lambeth auch erledigt. Suffolk auch erledigt. Der Erste Weltkrieg auch erledigt. Whitechapel auch erledigt. Fehlt noch hier eine Goldtruhe in das Strand plus 4 Geheimnisse, wenn wir direkt auf Anblick sehen. Direkt hierhin war. Die Truhe ist, glaube ich, irgendwo. Wo war die schon wieder? Da, okay, ein bisschen abseits. Aber geht schon. So, Kutsche geklaut und weiter geht's hier im südlichen Teil. Langsamer. Wie das so ausspricht, so wegen langsamer, komm schon. Einfach langsamer. Hä? Ach so. Hatte gerade von wegen, hey, steht doch gar nicht drauf. Und die nächste kleine Spieluhr untersuchen. Sup. Nice.
So, dann soll die Kutsche wieder weg. Ganz toll. Dann geht's jetzt in den Norden. Du. Ist ein bisschen ungünstig zum Klauen, aber ich habe gerade eine andere Kutsche noch. Ja, die ist gut. Schön geräumig, kein Problem. Entschuldigung. Ich bin doch Fahranfängerin. Über 60 Parts vor allem. Was langsamer fahren? Nö. So auch. Ja. Es ist ja nicht das Real Life. Untersuchen. Schön. Und der nächste Ort muss er wieder ein bisschen schneiden. Oder ist er gerade in der Nähe? Nee, schneiden ist besser. So, das nächste Geheimnis Londons, das wir, glaube ich, ohne die Kutsche hinkriegen. Ja, denke schon. Bitte nicht anschlagen, Ivy. War knapp. Ist da jetzt drin, oder? Ah, denke schon, wa? Und da unten unter der Treppe. Was ich auch seltsam finde, hier wo es so viele Menschen gibt, oder? Die laufen ja wirklich täglich, stündlich so viel dran vorbei und keiner denkt sich irgendwie, da spielt ein Spiel, oh, mal gucken, was ist denn da drin? Natürlich haben die Angst, können Bomben sein oder so etwas. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ein Londoner Geheimnis auf einem der Dächer hier. Knapp 80 Meter, wieder mal gut ohne Kutsche erreichbar. Obwohl, Dächer stimmt gar nicht. Ist ein Pavillon da unten? Schon, was sieht fast so aus. Wir müssen hoch sein zum Springen. Jetzt aber, wa? Ja, was ich seltsam finde, ist, dass die alle gleich aussehen. Gleiche Farbe, gleiche Form, gleiche Verzierung. Ist fast ein bisschen langweilig so, wa? Aber egal, wir haben ja alle. Jetzt fehlt noch bloß die Goldtruhe hier. Natürlich kein irgendwie Reisepoint in der Nähe. Nur, der muss es so machen. Diebstahl! Zur Hilfe! So hilf mir das! Habe ich hier gerade etwas Kluges in der Nähe? So Kutscher so etwas? Ja. Nein, er sagte klug, nicht doof. Oh ja, das ist gut. Das wollen wir uns zeigen, ne? Eine Kutsche der Rooks! Bewegung! Die uns die ganze Zeit so beobachtet. Der wird uns die ganze Zeit begaffen. Ja, Miss Ivy, wie wär's mit dem Date und so? Wird doch ganz geil. Nee, ich bin schon vergeben. Entschuldigung und tschüss. Muss er runter, wa? Let's straight to the Queen! Da ist zwar für einen Kampfclub, das sehe ich hier auch, ist kein Problem. Ich mach sonst irgendwie nicht rein. Nö, angeblich doch, nur so. Und hier als die letzte Goldtruhe. Mann, Ivy!
Was so... Hä? Das macht gerade das Spiel ein bisschen rum. Adelauer geht nicht mehr, kann die Truhe nicht mehr öffnen. Was zum Henker? Gehen wir mal ganz kurz raus. Hä? Was hat das gerade? Es ist immer noch markiert auf der Karte, das heißt, ich habe es noch nicht geöffnet. Nö, geht nicht mehr. Was zum... Nicht so schüchtern. Meine Mama sagte immer, ja, es geht gleich weiter, muss man das Spiel neu starten, wa? Was zum Henker? Okay, muss irgendwie Bug sein, Leute, weil ich dachte gerade von wegen, ja, wenn ein Spiel neu starten nicht geht, will man ganz kurz hier reingehen, also sprich, ja, da müssen Schlägereien und so betreiben, plötzlich steht da, sie haben Gegenstand erhalten. Aber die Truhe ist immer noch da und noch markiert und so, aber kann sie einfach nicht öffnen. Obwohl. Der schwarze Diamant fehlt noch. Das heißt, logischerweise müsste eigentlich in der Truhe drin sein. Okay, Adelauer geht wieder. Die Truhe wird jetzt nicht mehr angezeigt. Vorher wurde sie dann angezeigt von wegen, ja, da ist die Goldtruhe übrigens. Aber es geht nicht mehr. Das ist natürlich jetzt doof, weil, ja, da ist sie, ja, ganz klar, da ist die Goldtruhe. Sag mal, darf ich bitte mal da durch hier? Ja, wie bereits erwähnt, da ist, wie man schön sehen kann, die Goldtruhe, aber irgendwie komme ich nicht mehr ran. Verschlossene Truhen steht da eben, aber kann sie nicht öffnen. Okay, ich muss nochmal testen später irgendwie, also meiner Ansicht nach, ich habe sie geöffnet und so, trotzdem hieß irgendwie, es geht nicht mehr, spielt keine Rolle. Ich kann es auch nicht mehr markieren, geht auch nicht mehr. Ja, zumindest wisst ihr jetzt, wo sie wäre, wenn man schon mal dabei ist im Thema. Gut, Londoner Geheimnisse, und da geht es mir vor allem, fehlen noch 2, und zwar die hier. Und die holen wir uns gleich. Gleich haben wir hoffentlich alle Geheimnisse beisammen, Freunde. Wupp, wupp. Ich noch seltsam, glaube, markieren geht ihm noch nicht, war die Goldtruhe. Jetzt geht's wieder. Muss auch vielleicht nochmal offscreen nachgucken, aber meiner Ansicht nach geht es ihnen jetzt verbuggt bei mir, keine Ahnung warum. Aber ist ja auch irgendwie unwichtig. Die Gegenstände brauchen wir sowieso nicht mehr, wir haben gesehen, wo die Truhe ist. So, noch so scannen, ja, da ist ja. Das zweitletzte Geheimnis Londons. Sehr schön. Dann würde ich sagen, zu dem Eilzugstempo dahin und dann hoffentlich alles ohne zu schneiden und jo, nachher noch zu Michel Rouges Schatzkammer. Ich bin echt schon sehr gespannt, was zum Henker wartet uns dort. Ja, ne, nehmt den ja. Also, mein wertvollster Besitz, alles geklaut. Komm schon! Schneller! Nach 150 Meter, Freunde, die Spannung steigt. Obwohl, nee, das ist eigentlich eher so eine dämliche Scheibe, wenn du so willst. Das andere Geheimnis war unser erst in der Schatzkammer. So, Ivy, wollte gerade sagen. Das letzte Geheimnis Londons. Wir haben es endlich geschafft. Mal gucken hier von der Seite her.
Ich sehe eigentlich alles relativ gut. Oh, ja. Jetzt zwar keine Stunde, so wie es aussieht, aber es geht in die Richtung. So, wenn es alles noch Spieluhren. Ja, müssen alle haben, wa? Ganz kurz hier nachgucken. Yeah, wir haben alle. Alle ist es geil. Sind noch irgendwelche Upgrades? Nichts Neues. Ansonsten ja, Herstellung des Upgrades. Mit dem Zugsee von allem. Ja, nochmal herstellen. Zack. Alle gemacht. Fehlt noch hier das erste Upgrade. Und das zweite sind wir, glaube ich, auch. Und sind wir hier echt fertig. 100% Geräte insgesamt hergestellt. Das schätze ich mal, ist das hier mit Upgrades alles war. Mit Ausrüstung fehlt hier. Was? Keine Jurgift und Golden Obsidian? Hä, da hatte ich doch erstmal alles. Das habe ich gerade dafür gebraucht. Ja, so, das kann natürlich sein. Ich habe nachher noch ein paar Dinge, war. Die Herstellungsvorlage finden, wo ich glaube. Na, keine Ahnung, Freunde. Er kann schon, wo wir die noch kriegen, vermutlich irgendwelche durch die anderen Typen, wenn wir die halt alle noch aufsuchen würden, dementsprechend alle Aktivitäten machen würden, dann vielleicht. Also kann das sowas ein scheißegal. Ich will jetzt echt noch, um die Hauptstory abzuschließen, das noch machen und ganz kurz vorbeigucken, was da genau abgeht. In der Schatzkammer und dann im nächsten Part endlich mit dem DLC starten. Jack the Ripper! Mal gucken, was mit Evie und Jacob passiert ist, weil es spielt 20 Jahre in der Zukunft von ihnen, also sprich 1888. Da war Jack the Ripper aktiv und Evie, Jacob 20 Jahre älter, die dann noch aktiv sind und das bereits ihren Kindern überlassen. Weil wir haben mindestens 20, höchstens natürlich 20 Jahre alt, also nee, sogar natürlich eher 19, also eher unwahrscheinlich, dass die bereits übernehmen. Haben wir jetzt so einen gefährlichen Fall, war mit Jack the Ripper. So, legen wir los. Muss halt einzeln machen oder was? Ich hoffe jetzt mal nicht. Das ist jetzt so optisch immer nur 1 ein, aber wir haben ja 32 insgesamt. Bei 1 bereits mal eingestiegen, sind es 31. Sieht aus wie eine Montur. Wobei es auch ein bisschen lame wäre, aber die ganze Mühe ist alles nur für den Anzug. Also ich weiß ja nicht. Jetzt von oben her war jetzt geöffnet. Ja, eindeutigen Anzug. Also, ja, eine Montur von mir aus. Da waren es nur noch 2. Die Spannung steigt. Was für ein Bild ist genau dahinter? Oder wird es gar eine böse Überraschung für uns geben? Eher unwahrscheinlich. Sogar ziemlich. Sind eigentlich überall die 4 drin? Jo. Ah cool, müssen wir das doch nur einmal einsetzen. Wir setzen die restlichen 4 ein. Die restlichen 3 natürlich, Entschuldigung.
Hier sehen wir uns ja jetzt 1 ein, wir hatten 83 irgendwie offscreen. Sie hat viel von mir gelernt. So, und jetzt? Ja, aufheben natürlich. Meinst du, die haben irgendwo noch eine andere Rüstung? Die hier ist vielleicht etwas eng für mich. Und du siehst etwas lächerlich aus. Ivy. Fundstücke, Rufs, Schatzkammer abgeschlossen. Mein letztes Feedback vermutlich vom DLC. Gottgleich, Monturen, die Aggies. Was? Ernsthaft jetzt? So, wird alles irgendwie ausgerüstet? Also Moment mal, kann ich einmal ausrüsten hier, wa? Königlicher Umhang, Aggies Umhang muss hergestellt werden, ist klar. Der geht einfach so, wa? Gegenstand muss hergestellt werden, bla bla bla. Und dann kriege ich vermutlich erst durch Loyalitätslevel, natürlich, aber ist egal. So, Montur. Die Aggies, kann das sein, die Gewänder Minervas, Mitglied der ersten Zivilisation. Also ich vermute, dass Minerva diese schützende Montur im Kampf trug. Das ist ein Grund, dass die Leute glauben, dass sie die Göttin des Krieges war. Ach du Scheiße. Noch ein bisschen upgraden, war. Okay. Steht die aber... Ja, theoretisch gut, wenn sie die ganze Zeit so flackern würde. Das muss wohl sein, wa? Unsichtbar. Alter, die Junge, wie sie einfach aussieht. Boah. Leckt mich doch am Arsch. Gut, das war's also. Eine mächtige Montur. Er liegt im Nahkampfschaden 20%, er liegt im Fernkampfschaden 20%, er liegt im Schaden, den sie mit dem Stockdolch anrichten, um 20%, die Aggies. Tja, und damit wollen wir sagen, Leute, was das hier mit dem Haupt-Let's Play von Assassin's Creed Syndicate. Man sieht, 82% habe ich her, also ich schätze echt die 18%, die Resten, die mir noch fehlen. Das sind diejenigen, die ich halt noch durch die restlichen... so, Westminster bitte, Dauerhaus, jo. Die ich halt echt dann kriegen würde, wenn ich noch die ganzen Aktivitäten machen würde, die wir auch noch hier überall auf der Karte verteilt haben. Eben hier Kampfclub und so weiter und so fort, aber nee, da habe ich echt keinen Bock drauf. Die Karte ein bisschen anders aus. Bisschen heller alles, wa? Nö. Also ich finde, es war ein schöner Abschluss. Wir haben meiner Ansicht nach eigentlich 100% abgeschlossen. Und können von dem her zufrieden sein. Und dann, wie gesagt, in der nächsten Folge dann loslegen mit dem Jack the Ripper DLC. Ich glaube zwar nicht, dass Ivy die Monturen und so weiter alles mitnehmen kann, das ist natürlich auch geil. Wobei ich frage, warum eigentlich nur für sie und nicht für Jacob noch? Ist auch ein bisschen fies, wa? Die Frauen ja, der Mann, nö, der kriegt nix. Jo, mit diesen Worten geht es in der nächsten Folge dann wie gesagt weiter. Ich glaube, Sequenz 10 müsste es sein, haben wir hier was gelesen? Mit Jack the Ripper. Bis dahin nochmal danke fürs Zusehen und ciao zusammen.